Stimmung vor dem Treffen zwischen dem Trump und dem Putin ist angespannt. Es ist das erste Mal seit dem russischen Angriff auf die Ukraine, dass sich der Wladimir Putin mit einem westlichen Staatsoberhaupt trifft. Hier in Alaska werden sie miteinander reden, über die Ukraine und Beziehungen. Was dabei rauskommt, ist noch ziemlich offen. No, I think it's all for show and it won't lead to anything good. Wer beim Treffen fehlt, ist die ukrainische Seite. Die Initiative zum Austausch zwischen den USA und Russland sei von Putin gekommen, sagt die Sprecherin von Trump. I don't agree with his policies, nor do I agree with Trump's policies, but I think it is good for two world leaders to talk. Without talk, there can't be agreement. Aber was sind denn überhaupt Ziele? Der Trump und der Zelensky wollen eine umfassende Waffenruhe. Die russischen Truppen gewinnen aber aktuell an Land. Eine russische Forderung könnte sein, dass ukrainisches Staatsgebiet an Russland abgegeben wird. Völkerrechtlich wird das höchst kritisch gesehen. Eine teilweise Waffenruhe, zum Beispiel für Luftangriff, wäre dabei schon ein Erfolg. Als Druckmittel hätte Trump Russland mit schwerwiegenden Konsequenzen gedroht. Gemeint seien schärfere Sanktionen. Dass der Ukraine Sicherheitsgarantien zugesprochen werden, wie es vom Zelensky immer wieder gefordert wird, gilt als unwahrscheinlich. Dass die ukrainische Seite bei einem Treffen in Zukunft auch dabei sein wird, hätte Trump zumindest mal angekündigt. I think it's going to be a good meeting, but the more important meeting will be the second meeting that we're having. We're going to have a meeting with President Putin, President Zelensky, myself, and maybe we'll bring some of the European leaders along, maybe not. Gleichzeitig hat die Erwartung als Treffen gedämpft.